Goedemorgen. Ik begrüße jullie im Namen Jesus. En vandaag morgen willen we weer gaan in ons Jakobusbrief. We waren met am Einkommen van jou. We hebben, ik wens, veel geleerd van deze Kartenbrief. Het is een zeer bekende brief en heeft maar 5 kapitels, waar er veel bij geschreven wordt. Ons onbelangt dat als kerk van de dag. So, de dingen wat we doorgeleerd hebben, dat is niet plus voor de tijd wat Jakobus het geschreven had, voor de kerk dan, maar dat is voor ons van de dag krijg zo nodig. En ik mag jeder punt wat hij ons te leren deed, wat we alle wat ons ontvillen deed. En van jou, waar we dat laatste part van het 5e kapitel doorgaan, en dat heeft te doen met beden. Op verschillende punten worden van reden dat van hoe we uitzicht gaan voor te beden. En dat is goed dat we kan naar de genodens troon gaan en brengen alle dingen waar we ons ontvillen dat, waar we kan doorgaan gaan dat naar aanbrengen. En dat is wat zijn verlangen is dat we dat zullen doen. En dat is wat de Schluss van schrijven dat van deze brief van Jakobus, het 5e kapitel. En we waren van Jakobus kapitel 5, van 13 tot vers 20, waar we even gaan van de morgens. En zoals ik zei, dat redt hier van beden. En wanneer we denken dan aan beden, ik geloof, we moeten alle ons leren te beden, dat God zien willen wat gedaan worden. Oftmals dan hebben we verlangen dat verschillende dingen in ons leven zullen passieren, naar ons wel nu. En dan wordt het eenmaal wat dat niet passiert, en dan wunderen we ons waarom. En da wird vielleicht nicht beten, nur Gott sehen wollen nur. So, ich habe den Thema gewählt, beten, dass Gott sehen wollen getan wird. So, wenn wir beten, dann nur Gott sehen wollen, er hat einen Plan und einen Willen für uns Leben. Und wenn wir lernen, was das ist, und können beten, nur, dass sehen wollen passieren wird. In 1. Johannes 4, Vers 14, der Vers, der jeder in den Bulletin hat, sagt er, und wir können uns sicher sein, dass er uns hören wird, wenn wir nur was fragen, dass nur sehen wollen ist. So, wenn das nicht sehen wollen ist, wo wir nur fragen, wo wir nur beten tun. So, und das ist, was Jakobus hier am Schluss von diesem Brief reden wird, von Beten. Und wir können in verschiedenen Hinsichten, wo wir verbeten können, wo wir verbeten sollen, Dinge, das ich sage, wo wir durchgehen tun. Der 13. Vers, der fängt hier an und sagt hier, Mott wer von jünt lieden. So, Mott wer von jünt lieden, dann lot am Beten. Als wir gleichlich, dann lot am Danklieder singen. Und ich glaube, an diese Dinge, wenn wir an diese Dinge, die ersten paar Dinge hiervon, wo wir von hören, und wenn wir die denken, dann, ich glaube, dann fallen wir noch hart in die Dinge. Oftmals dann gehen wir durch Tiden in uns Leben und dann wir wollen uns da selbst mit zu arbeiten und da durchzugehen, ohne dass wir Gott anrufen und ankriegen, Hilfe in den Tiden, wo wir durchgehen tun. Dann dürfen wir vielleicht nicht, sogar nicht mal beten, dann will wir uns lieber selbst dort zu tun, dann gehen wir durch schwere Tiden, wo das vielleicht auch nötig ist, da in die Tiden. Und gleich so mit, wenn wir gleichlich sind, wenn das uns gut passieren in uns Leben, dann stillhalten und Danklieder singen. Dankbar zu sein für die guten Dinge, wo wir durchgehen tun. Vielleicht haben wir viele beten, alle Dinge, die uns fehlen, dass wir stillhalten tun und dankbar sein für die guten Dinge, die Gott uns tun. So er sagt, als wir gleichlich, dann lot am Danklieder singen. So, ich glaube, das sind Dinge, die uns das wirklich empfehlen, was wir tun, dass wir beten tun, wenn wir durch schwere Tiden gehen tun, wenn wir durch Lieden gehen tun, sagt er. Und diese Lieden, das kann verschiedene Dinge sein, wo wir unser Lieden tun. Was immer jeder einer, was er durchkommt in seinem Leben, wenn das schwere Tiden sind, dann sagt er, lot am Beten. Lot am Gott gehen mit den Sachen. So, das, was er hier mit anfangen hat, er sagt, wenn wir durch schwere Tiden gehen tun, wenn wir Lieden machen, dann beten, lot am Beten. Und wir wissen, dass wir haben einen Gott, der willig ist, nur uns zu hören. Er hat ein Verlangen, dass wir nach ihm kommen tun mit unseren schweren Sachen, was wir durchgehen tun. Das ist sein Verlangen. Psalm 50, Vers 15 sagt er, ruf mich an. Ruf mich, wenn du in Not kommst. Ich werde dir raten und du wirst mich ehren. So, wenn wir in eine Not kommen, wenn wir in eine schwere Tiden angeraten, dann sagt er, dann nach ihm kommen, am anrufen, in so einer Tiden das dort. Und Gott will helfen. Das ist sein Verlangen, seine Kinder zu helfen in die
wo immer die durchgehen, wo von den Umständen beim Leben, wo die Senden erleben, dass er ihnen kann helfen in der Tiden. Auch in Psalm 46, Vers 2 sagt, dass Gott ist unsere Zuflucht, auch unsere Kraft. Er ist eine gewünschte Hilfe in einer großen Not. Und ich glaube, wir wollen das alle kennen aus Erfahrung reden in der Vergangenheit. Jeder einer, was Gott kann, und was er hat den angekriegt in den Tiden, wo das sehr nötig gefehlt hat, und ich kann trägkicken sein, der hat mir wirklich geholfen, das wie meine Kraft. Und das wird er auch sagen, das ist unsere Kraft in einer Hilfe in der gewünschten Zeit, wenn wir in einer großen Not sind. Und wir lesen in vielen Stellen in der Bibel, von wo Gott seine Diener sind geholfen worden, wenn die sind durch schwere Tiden gegangen, wenn die gebet haben am Hilfe von Gott. Verschiedene Stellen selber sind dort. Und ich dachte an Apostel Paulus besonders. Er wird ein Mann, was auch in Gottes Mann wird, was er vor allem schaffen wird. Und er ging durch verschiedene große, schwere Tiden, wo er leiden muss. Und ja, dort, was er tut. Er wird in deiner Gottes und er muss oftmals leiden für das Evangelium predigen, für das Amt, was er hat. Und er ging durch schwere Tiden und er betet auch zu Gott für Hilfe. In so einer Umständen ist dort. Das ist eine Geschichte in der Apostelgeschichte 16, meinst dachte ich an, wo Paulus und Silas, wenn es steht, wo sie das Evangelium predigen, und sie begehen durch eine besondere Früh, ein Glaubensfrühmensch, was da ein Wahrsager Jesus hat. Das sagt der Vers 16, ein Tag, als wir in den Platz gingen zu beten, traf wir einen Glaubensmensch, ein Glaubensfrühmensch, der ein Wahrsager Jesus hat. Und hatten durch Wahrsagen viel anbracht. So hier diese Früh, das wir eine Früh, was da schaffen wird für ihre Haaren. Ein Sklavenmensch, der wir so der hat wem, was da, für wem der muss ihn schaffen, der arm oder eigenen Leute, und sie mussten tun, was da verlangt wird von ihnen. Und diese Früh, der hat ein Wahrsager yes, und so, die braucht diese, Haaren, braucht viel Geld nehmen für die Arbeit, was sie tut. Menschen, die kommen doch wohl durch und wollen sich wahrsagen lassen und müssen bezahlen dafür. Und wenn ich diese Geschichte denke, ich weiß, wir in Mexiko, wo wir abwassen, die wir noch mal so eine Stadt, wo die glauben, dass die so eine wären, was die können wahrsagen, die können sagen, was ihre Zukunft für seinen erleben, und sie haben ein Verlangen, sie lassen wahrsagen. Und als wir dann gelehrt worden, dass wir ein sehr schlechtes Ding zu tun, dass wir nicht ein gutes Ding zu tun, aber die wären so eine Menschen, aber die müssen dir betonen, auch vorhin sie in der Städte, die wären so eine Menschen, die das leiden, die wollen auch diesen schlechten Jes gehört haben. Ich glaube, das ist nicht ein guter Jes, was so ein Mensch ist, hat. Dann führen sie da an und lassen sich wahr sein, wollen sein, was ihre Zukunft bringen. Wir nicht richtig dafür. Und die mussten auch betonen dafür. Und kriegst du hier auch das zu hören, das wird einer zu leben, wo die mussten für betonen. Und das ist, ich glaube nicht, dass das ein guter Ding ist zu tun, wenn die sich dort sich wählen, zu wahr sein, was die Zukunft hat, dann sollen sie lieber auf Gott verloren. Nun, ihr habt mich hier verbessert. Das sagt hier in Vers 17, des Frühmensch kam Paulus in uns heran und schrie, diese Männer sind den allerhöchsten Gott seine Diener, der uns sagen, wo wir können selig werden. So, das ist, was Paulus und Silas und dann Meier mit einem Tod, was sie leiden. Sie gingen daran und vertalten, wo Menschen können selig werden. Und das Frühmensch, das wir kommen heran, und das eine besondere, interessante Früh war, weil sie schräg lüd. Das ist, was diese Männer tun. Die sagen, wo wir können selig werden. Und das taten sie, sagte, das taten sie einen Tag nach dem anderen. Das taten nicht bis einmal. Täglich gingen sie Paulus und Silas heran und schrägen das. Das taten sie einen Tag nach dem anderen. Bis Paulus dort immer so verdrießlich wird, dass er sich umdreht und zu den Jesus sagt, ich gebete die in Jesus Christus sie Namen ut Rüte kommen. Und was hier passiert, dann sagt hier, ein Fuß verleiht der Jesus auch. So ein Kraft hast du im Namen Jesus Christus. Sie sagen, im Namen Jesus Christus gebete ich die ut diese Frühmensch Rüte kommen. Ein Fuß, sagt das, verleiht der Jesus auch. Und als das passiert, dann sagt er über die, als ihre Herren sagen, dass ihre Hübning ab Gewinns weich wird, nehmen sie Petrus, Paulus und Silas und schlappten die auf den Marktplatz firm gerecht. So hier werden sie sehr verstellt.
sehr verstellt über, was hier passiert wird, die ihre Geldmerkerie, das Frühmensch, das die ersten weggedreven wird. Und die brachten die Pferde, Rechte und Seiden. Das sind jüdische Männer und bringen unsere Stadt in Abrüh. So hier wollen sie die abreden, dass sie können, die was beschuldigen für und die vornehmen. Oder was immer im Sinn haben, was sie im Sinn haben, mit dem zu tun. Und das sagt er in Vers 1, finde ich, und was sie lehren, kann wir nicht annehmen und nicht mitmerken, weil wir Römer sind. So heißt es, kommen hier mit einer Lehrhand und uns, was hier uns probieren zu belehren, aber wir können nicht, diese Lehre nicht annehmen. Dass wir nicht so eine Lehre, was wir annehmen können, weil wir Römer sind. Und so werden sie die Menschen hier abrühren und jeden probieren zu drehen. Und sie werden nicht wirklich, ich glaube, diese Männer, die werden nicht wirklich zu tun, um die Lehre, was sie bringen, über, wo sie hier doll überwirren, dass wir wenigstens ihre Geldmerkerie wie nicht durch. Das wird wirklich doll merken. Soll ich wirklich zu tun, um die Lehre, was sie hier bringen, ihre Hoffnung für Geld wie wahr. Und dann sagt er in Vers 22, das Volk rät sich ab, jeden an zu gehen, in der Rechte befohlen an, die Kleider vom Körper zu richten und an zu verheben. Das ist, was sie hier sagen, was sie sollen tun today. Sollen hier strufen und entwickeln. Die Kleider vom Körper richten und dann entwickeln. Ja, und verheben, sagt dort. In Vers 23 sagt er, als sie an Gott verklappt haben, schmeiten sie an in das Gefängnis. Und befohlen die Gefängniswärter an durch Sache zu holen. So ich habe hier, was hier passiert, der Paulus und Silas, das wird nicht eine sehr leichte Zeit. Sie verkielten und verklappten und trocknen die Kleider auf und sie dort verkielen. Und ich nehme an, die wollen das vielleicht blutig gekielt haben. Und dann sagt er, die sollen im Gefängnis eingeschmissen werden und das wird passieren. Dann sagt er, in der willst dort von ihm verlangt wird, stoppt er am im banischen Gefängnis und schlaut an der Feit im Klotz an. So hier werden sie nu. Hier werden sie festgenommen worden, die Schädel verkielt worden, in einem Gefängnis eingeschmissen, in einer Festgekehrt. Und nu werden sie hier sozusagen fest, können nicht wieder gehen, wissen nicht, vielleicht können sie nicht los. So selbst ihre eine Kraft können nicht rühren. Und dann guckt man, was hier dann passieren wird. Nur das, was sie haben festgenommen und die Schädel verkielt haben, was dann passieren wird. In diesem Zustand, wo sie werden. Das sagt Ober, Bäden in der Nacht, Bäden Paulus und Silas. So das ist, was Paulus und Silas auch wollen zu tun. Sie beten. Sie haben eine Zeit, wo sie beten werden. Für ihr Zustand, wo sie werden. Sie beten und singen Lieder, Gott zu loben. Und der andere festgenommen, die Hirten dort. So das ist wirklich, das ist interessant gewesen, was das für Menschen gewesen sind, wenn sie gemerkt haben, da haben die erste Schädel verkielt, in der Fossigkeit, und nun beten die hier und singen Lieder, Danklieder zu den Herrn. Was sind das für Menschen? Das sind nicht bloß gewöhnliche Menschen, das sind Menschen, die an Gott glauben leiden, die wissen, dass sie können Gott anrufen in der Zeit, wo sie werden, wenn sie müssen leiden. So das, was Paulus und Silas sich wollen zu tun. Sie wissen, dass sie kennen Gott und sie wissen, dass sie wollen zu denen beten. Und das ist, was sie tun. Mitten in der Nacht beten sie. Und wir wissen die Geschichte wieder, was da passieren wird, wenn sie Gebet haben zu Gott. Sagt er, dann kommt ein großes Erdbeben ab an das Land. Sagt er, und plötzlich, als sie Gebet haben und gesungen haben, sagt er, und plötzlich kommt ein großes Erdbeben, dass Gefängnis wird ab den Grundpfoten schattert. Fußab besteht, gingen alle Dären auf und fallen alle Käden auf. So, das ist, was sie tun. Ich habe gesehen, was das Gebet tut, wenn wir beten tut, wo kraftig und mächtig Gebete sind. Ich habe nur gesehen, was da passiert mit Paulus und Silas, dass sie sich wählen, zu beten und Danklieder zu singen, wo sie werden, wo sie sich fängen. Und sie beten Gott und Gott erhört ihn und das ist, was Gott tut, er hat losmachen. Und wir wissen, das Gebet, das ist kraftig und das ist nötig, dass wir das tun. Und wir wissen, dass wenn wir beten, dann die Ursache für beten ist, wir dann das tun, dass Gott ist, der, was alles in seiner Macht hat. Wir wissen das auch. Gott ist der, was alles in seiner Macht hat. Und auch wir sollen nicht mal, die Schrift sagt, dass wir sollen uns wirklich Sorgen machen über Dinge, wo wir nicht verdauen. Wir sollen uns nicht schwere Dinge machen, wenn wir auch durch schwere Zeiten gehen. Wir sollen uns nicht Sorgen machen dafür.
in Philippa 4, Vers 6 sagt, zorg je om niks. Laat Gott met beden en prachen en dankzij zijn, alles weten wat je fehlt. So in unseren Umständen, wo wir sind, wo wir uns finden und sagt, wir sollen mit beten und prachen ankommen. Nicht sorgen immer. Wofür tun wir nicht? Wir wollen uns selbst zu sorgen, und dann steht, wir mit beten und prachen nach Gott gehen tun. Hier sagt Paulus, sorg je om niks. Laat Gott mit beten und prachen en dankzij zijn, alles weten wat je fehlt. Wo immer wir uns finden, soll wir nach Arm kommen und Arm weiten lassen, was uns fehlen wird. Und dann nach meiner steht, wo Paulus muss uitholen, wie jeden lang ist, wie die Bibel studiert, durchgehen, uit 2. Timotheus, da lied wir von wo Paulus wird, dass er im Gefängnis wird, und er Leute, was er wollen, sein Leben nehmen, für was er getan hat, für seinen Dienst. Und da muss er auch angestoppt für sein Glauben. Da wird er festgenommen, angestoppt für sein Glauben. Und das wird da passieren mit ihm. In 2. Timotheus 2, Vers 8 sagt er, denk an Jesus Christus, der von Daut abstammt, der von David herstammt, so aus mein Evangelium lehrt. Das ist, was er lehren hat. Er sagt, wer dort auch leiden muss. So er sagt, wer in das Evangelium, was er predigen hat, muss er leiden. Das ist, wo er leiden muss. Er sagt, wer in das Evangelium. Und als Verbrecher angestoppt sie. So er wird angestoppt für ein Verbrecher, als wenn er ein Verbrecher wird. In einem Gefängnis gestoppt. Aber sein Wort ist nicht festgenommen. So er sagt, wenn er auch angestoppt wird, er wird im Gefängnis gestoppt, aber sein Wort wird nicht festgenommen. Das Wort geht nicht festzunehmen. Das wird gepredigt worden, er hat gepredigt und das ging wieder und das wird verspreit manche Menschen. Und er schreibt hier der Timotheus. Timotheus, das wird ein junger Prediger, was das Wort wieder predigen wird. Und so, wenn er auch im Gefängnis fest wird, aber sein Wort, das wird nicht festgenommen. Und er sagt, und das ist, wo wir in echt das alle durchgehen. Das ist, dass Gott seine ausgewählte Volk auch macht, die wahre Seligkeit in der ewigen Herrlichkeit kriegen, der in Christus Jesus zu haben ist. So er hat sich gewählt, dass er wird Gott treu sein und tun, was er ihm gewählt hat, wenn er auch durch schwere Zeiten gehen muss. Er muss durch viel Leiden gehen dafür. Aber er sagt, dass dass andere Menschen, die gelernt haben, diese Seligkeit kennenzulernen und das ewige Leben kriegen. Von er muss durch viel schwere Leiden gehen. Er will sich das tun. Das sein Wort wird wiedergehen und gepredigt werden. Und Paulus hat sogar noch untersteht, er sagt, dass das, was er durchgehen hat, die schwere Tiden, was er durchgehen hat, das wird begrenzt. Das können wir tun, was für eine harte Zeit passieren wird. Aber er sagt, dass er hält an mit Bäden. Und dann sagt er noch sogar in 1. Thessalonicher 4, Vers 18, seid in alle Lehren dankbar, weil Gott dort in Christus Jesus von ihnen verlangt. So dankbar sein in schweren Tiden, in alle Tiden, ich glaube, das ist noch schwer für uns zu tun, nicht wahr? Dankbar zu sein, wenn wir leiden tun. Das ist nicht ein Ding, was der Versalz kommt wird. Aber Paulus, der hat alle verschiedene Dinge, was er erfahren hat. Und er sagt, seid in alle Lehren dankbar, weil Gott dort in Christus von ihnen verlangt. Und wir können dankbar sein, und wir können beten, und wir können in ganz voller Vertrauen zu Gott kommen, mit alles, wo wir durchgehen, alle Umstände, wo wir sind, wo wir uns finden, und wir mit voller Vertrauen ankommen. Hebräer 4, Vers 16 sagt, deswegen, weil wir voll Vertrauen um Gnadensthron gehen, dass wir Mitleid kriegen und Gnade finden zu der rechten Zeit. So mit voller Vertrauen und Gnadensthron gehen, beten über die Umstände, wo wir sind. Wir können mit voller Vertrauen umgehen. Wenn uns Hilfe fehlen wird, wenn uns der Hilfe nötig fehlen wird, sagt er hier. So wofür empfangen wir uns nicht, wo uns das nötig und am fehlen wird. Also dann haben wir mit voller Vertrauen, haben wir nach ihm gehen und ihm alles vertrauen, was uns fehlt. Er sagt in 2. Korinther 4, Vers 17, uns schworet, was wir hier durchmerken müssen, ist begrenzt und leicht. Er sagt sogar, das ist begrenzt und das ist leicht. Das verschafft uns Wort, was über alle Moten herrlich sein wird und für immer bleiben wird. So heißt hier ist eines Leben, was uns wird schaffen in uns Leben, dass uns wird am Guten sein, dass wird für Ewigkeit sein sogar. Und was für immer bleiben wird. Er sagt, das, was wir durchgehen, das ist bloß für nu, für diese Zeit.
aber was das schaffen das in uns, das wird für immer bleiben. Paul hat sein Ziel nicht an seinen Umständen zu allen Tiden, wo er durchkommt. Er kijkt vorwärts nach was er zu kommen wird. So da fragt er sich auch. Er sagt in 2. Korinther 4, Vers 18, wir trachten nicht nur dort, was zu sein ist, aber dort, was nicht zu sein ist. Willst dort, was zu sein ist, als für diese Zeit. Das ist für hier und für nu. Was aber nicht zu sein ist, als ewig. So, er kann von vielen Lieden, was er begonnen hat in seinem Leben, was er durchgemerkt hat, kann er von vertalen. Aber er sagt, dort schafft, was Gott in ihm. Und dann sagt er, dass wir sogar nicht mal vergleichen mit was er weiß, was der Vorabkommen ist, was der zu kommen wird. In Römer 8, Vers 18 sagt er, für mich zu sein, sind diese Lieden nicht wert mit der Herrlichkeit zu vergleichen, der uns soll offenbart werden. So, aber in der Tiden, wo wir durchkommen, dann sagt er, Vers 13, Jakobus 4, 13, Mott werfen jüngst Lieden, dann lot am Bäden. So, wo wir uns fängen, dann, wir können selbst vielleicht nicht durchkommen, uns fehlt dann oftmals halb, sagt er dann, Bäden. Bäden. Und hier kann jeder einer selbst in den Jedonen gehen und kann beten für sich selbst, für seine Umstände, wo er ist. Sagt er, lot am Bäden. Und dann hat er eben nur Vers 14, als ein anderer Punkt, da redet von jemand wer krank. So hier redet von einer kranken Person, was die zu tun hat, was soll tun, wenn die sich auf einer Stelle findet, wo sie oder er ist, wo der krank ist, was dann zu tun hat. Erst wenn die Lieden machen, und hier sagt er aber, wenn die krank sind. So das sind zwei verschiedene Dinge hier, wo er hiervon reden wird. Er sagt, in den Umstand, wo die dann sind, sagt er, dann lot die Altersstarsch von der Gemeinde kommen und eben anbeten. In Namen Jesus sie Namen mit euch bedeuten. Das ist, was er hier verraten der für so die krank sind. Und ich weiß, viel in der Abend, und wir Abend das auch, wenn wir verlangen, zu beten eben an in der Bedeuten mit euch, wir tun dort, wir Abend dort. Und ich glaube, das ist, wenn es die Bibel dort verlangen, was er sagen, was er verraten was wir zu tun haben. Und dann sagt er, Vers 15, in das Gebet im Glauben, weil das ist die Hauptsache, wenn wir das Gebet im Glauben tun. Er sagt, das Gebet im Glauben wird den Kranken helfen. Er sagt, der wird den Kranken helfen. Und der Herr wird am abrichten. Und wenn der Sinn begonnen hat, der wird am vergeben worden. Hier ist eine Bedingung, wo das vielleicht, hier ist eine Stelle, wo das von reden, der von einem Mensch Sinn begonnen hat. Und die Leute sind, vielleicht hast du einen Sinn, was der ist, warum der Mensch krank ist. Aber er sagt, von der wird die Frau nur Gebet und Frau nur Help, da wird die Lehrerschaft von der Gemeinde kommen, wird die beten für die Person und die mit euch bedeuten. Und er sagt, und wann der Sinn begonnen hat, das meint nicht immer, dass die Menschen krank sind, wenn sie den Sinn begonnen haben, aber das kann möglich sein, dass es sonst dort passieren wird. Er sagt dann, wenn das passieren wird, dann wird der Sinn auch vergeben werden. So, das ist, was Jakobus hier verraten hat, was er sagt, was soll passieren, was er soll tun. Und das ewige, wenn das passieren, das ewige, was passieren wird, nur dort, wo das geworden, das ist dann nicht in den Menschen Macht. Was passieren wird, nur das. Wenn die Altersstarschis kommen tun und die mit euch bedeuten und beten für die im Glauben, das ist, was die können tun. Aber das ewige, das ist nicht ab den Menschen, das ist ab zu Gott, was jemand will tun. Du willst jetzt, dass ich sage, dass wir sollen beten, nur Gott sehen wollen, dass das passieren wird. Wir wissen nicht, was Gott im Sinn hat für jede Person, aber wir wissen, Gott sehen weich als der Beste weich. So, wenn Gott sich wählen wird, nur das den Menschen zu heilen, wir wissen, dass er das kann. Was er das immer tun, den Menschen heilen von seiner Krankheit, das weit wie das passiert gehören. Das darf so eine Lehren, so eine Gemeinde Lehren tun, dass ein Christ, der braucht keinmal nicht uitholen, der braucht nicht krank sein, der wird geheilt werden, wenn er wird vergebet werden, der wird geheilt werden, der wird für immer geheilt sein. Der braucht nicht mal krank sein. Und weil das darf den Menschen eine falsche Hoffnung, wenn sie uns dort lehren tun. Wir können in der Vergangenheit checken, Menschen sind alle gestorben. Aber wir wissen, wenn Gott will, einen Mensch heilen von der Zeit, der kann das tun. Weil er ist ein allmächtiger Gott. Wir wissen, dass er das kann tun. Aber was er das tun, oder will er das tun,
dort ist ab zu Gott, das muss wir ganz ab der Arm loten. Wir weten noch, das kann, wann das will. Du will jemand sein, wann das sehen wollen, soll passieren. Mit dort. Und dann wieder wird das bis in Gott seine hingelegt, dass Gott sein Willen passieren wird. Und wenn er sich wählen will, die Person zu heilen für die Zeit, solange er hier auf Erden noch hat, er kann das tun und er wird das auch tun, wenn das sein Willen ist. Gott wird die Person heilen, für sich. Wir wissen nicht wo, aber Gott wird eine Person heilen. Vielleicht will Gott sich die Person zu heilen mit in den Haus nehmen. Vielleicht sagt er, du hast genug uitgehauen. Ich will die heilen für ewig, für immer. Ich will die in den Haus nehmen, dann wirst du durch sein mit den Leiden und mit den krank sein und du wirst nicht mehr sterben und du wirst nicht mehr krank sein. Dann wird die Person geheilt. So Gott wird einen Mensch heilen. Auf einen Weg oder auf einen anderen Weg. Und wenn er sich wählen, einen Mensch zu heilen, in der Zeit, wo er erst vielleicht länger Leben geben, Gott kann das auch tun. Wenn er sich das wählen, zu tun, er kann das auch tun. So, wenn er ein Mensch, und das habe ich auch erfahren, Menschen sind gesund geworden für eine Zeit lang, bittet ich bitte kämpft, wo er doch erst wurde sterben dann. Und dann sterben die doch, sterben die wegen. Weil der Mensch erst dort bestimmt zu sterben. Nur Hebräer 9, Vers 17 sagt dort, der Mensch erst dort so bestimmt, einmal zu sterben, und dann kommt dort gerecht. So ein Mensch, der ist bestimmt zu sterben. Und jeder einer von uns wird sterben. Bitte Jesus kommt euer für seine Gemeinde hier wegholen, und der wird dann noch leben tun. Der wird nicht sterben, aber der wird noch in ihren Körper kriegen. Aber von nu bis dann, jeder Mensch wird sterben. So, das ist bestimmt, das hat Gott so angereicht. Aber wenn ein Mensch vergebet wird, der kann vielleicht gesund gemacht werden für eine Zeit. Und dann, wenn wir gehen auf Vers 16, Jakobus 4, Vers 16, da sagt er, was er nötig ist zu tun, wenn ein Mensch in Sinnen leben wird. Er sagt, bekannt jene Sinn einer zum anderen, in Bet einer für den anderen. Hier war er, hier sagt er, hier kann einer, irgendwer kann beten für den anderen, wenn der Reich Stunde hat begann. Bekannt jene Sinnen einer zum anderen, wenn wir uns verschuldigt haben, irgendwo, wie irgendwem, dann das bekannt, und dann das trage mir an. Und dann sagt er, in Bet einer für den anderen, dort die können geheilt werden. Weil die hier groß, wenn ein Mensch in den Sinnen begonnen hat, im Sinnen leben wird, dann ist es nötig, dass er seine Sinnen bekannt hat, der trage mir an, dass keine Heilung passieren in der Person. Er sagt, dass die können geheilt werden. Und dann sagt er, das Gebet von einem Gerechten kann viel ausrichten, wann dort ab ihrens ist. Ich dachte hier, und über das hier würde sein, dass von ein gerechter Mensch sein Gebet kann viel ausrichten, wann dort ab ihrens ist. Ich glaube, einmal dann beten wir vielleicht, aber wir beten nicht in der Wirklichkeit ab ihrens. Vielleicht auch wir gleichaltig beten. Vielleicht nehmen wir das ganz einfach, wie sein, vielleicht beten, aber wir nehmen das gleich ernst. Und das sage ich, wenn das ernst passieren, das ist mächtig. So, wenn ein Mensch in Sünden leben wird, der bekannt, das gehen trage mir an. Und dann beten einer für den anderen. Wir wissen dort, einerseits weit, wie wenn ein Mensch in Sünden lebt, in anhand der Sünden leid, in der Bekanntheit, da wird Vergebung sein und Reinigung erfahren in dem Mensch sein Leben. Und dort ist, was ein Mensch gerecht mehr an das, weil ein Mensch sein Leben trägt mehr an das wie Gott, der Sünden wird vergeben worden, da wird gereinigt worden von aller Ungerechtigkeit. Nur 1. Johannes 1, Vers 9. Er sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns die Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Dann ist eine Person gerecht gemerkt. So, und er sagt, wenn ein Mensch mit diesem Punkt kommt, wo er seine Sünden vergeben worden und er wird von seiner Ungerechtigkeit gereinigt worden, nicht bloß worden, die Sünden vergeben worden, aber er wird auch gereinigt von aller Ungerechtigkeit. So, das sagt er, das Gebet von einem Gerechten kann viel ausrichten. So, wo ist ein Mensch gerecht? Woher ist ein Mensch gerecht?
Einmal wollen wir uns vielleicht so von der reden, dass von einer gereichte Person sein Gebet als mächtig und verschlagsam und kann viel utrichten. Wanneer zijn ik gerecht? Zijn ik een gerechte persoon? Vielleicht dat we ons zelfs kijken en denken, ik ben niet een gerechte persoon, vielleicht wo das von reden dat. Aber wenn wir haben alles tragen, wenn wir von ihnen geboren sind und uns an den Sünden vergeben worden, sagt er, hat er uns gereinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dort merkt eine Person gerecht. Dann ist dein Gebet verschlagsam und das kann viel utrichten. Dort ist, wenn der Mensch gerecht wird und wenn die kraftig kann beten, mit viel Kraft, nur als Kraft hängt dort. Und das sogar, wenn ein Mensch nicht reich leben wird wie Gott, wenn er in Sünden leben wird, dann ist sogar betont, dass Gott nicht mal den Menschen Gebet erhören wird. Das ist, was die König David beleben wird. Das sagt in Psalm 66, Vers 18, sagt, wenn ich mit Ungerechtigkeit am Gott umging, würde der Herr nicht nur mir gehorcht haben. So heißt das hier auch, wenn er mit Ungerechtigkeit umging im Gott, da würde der Herr nicht nur umgehört haben. Aber dann sagt der Ober, Gott hat bestimmt nur mir gehorcht. Und dort habt ihr Acht, was ich beten deut. Und sagt dann, ich lobe Gott, der mein Gebet nicht versteht und seinen Treuheit Leib nicht von mir trägt. So er hat erfahren, er hat Vergebung gekriegt von seinen Sünden, die er begonnen hat, und er hat gerecht gemerkt, Gott erhielt seine Gebete. So wenn wir Sünden in uns Leben haben, dann ist es möglich, dass Gott unsere Gebete nicht mal hören kann oder hören will. So wir weiten von David. Er hat gesündigt, aber anbieten seine Sünden leid, und er bekannte zu Gott und er kriegt Vergebung. Und er stand da, er hat sich verschuldigt bei Gott. Bei Gott hat er sich versündigt und beschuldigt für was er getan hat. Er sagt, Psalm 51, Vers 6, in die, und einzig die habe ich gesündigt und das bei sie getan. Und du hast alle gesehen, du bist daran reich, was du sagst, und das gerecht rechten. Und er betet um Vergebung von seinen Sünden, an wir der Leid, und er betet dafür. Er sagt, Vers 9, reinige mich mit Isop, dann wo ich rein sein, und sagt er, wasch mich, dann wo ich witter sein als Schnee. Das ist er, wenn Gott an wird vergeben und an wird reinigen, dann wird er witter sein als Schnee, dann wird er seine Sünden vergeben sein. Und dann sagt er, schaff in mir ein reines Hort, o Herr, und gib mir ein nicht feststehenden Geist. Und ich glaube, hier soll ein Mensch auch kommen, dass er bitte kommen und sagen, dass Gott, ich weiß, ich habe mich verschuldigt gegen die, und du kannst mir die Sünden vergeben, und rein mich rein, dass ich wohl witter sein als Schnee. Und er wird das tun. Wenn wir unsere Sünden bekannt tun, er erst treu und gerecht und verjaft als unsere Sünden, und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und dann sagt er, vielleicht hier wieder, sagt er, schaff in mir ein reines Hort, o Gott, und gib mir ein nicht feststehenden Geist. So hier kann wir sagen, dass ein Gebet kann verhindert werden, wenn wir nicht reich stehen wie Gott, wenn die Sünden sind in uns Leben. Aber wenn wir die Trag mehr andauern, dann horcht er noch uns. Noch eines, was wir in der Schrift lesen, von was unsere Gebete kann hindern, wenn wir nicht reich stehen mit uns Partner, mit unseren Partner, mit der Frühes, sagt dort. In 1. Petrus 3, Vers 7 sagt dort, in Grot so je Mondslied, gut vernünftig mit jene Frühes, dass jene Gebete nicht verhindert werden. Ich habe hier, das ist nötig, dass wir vernünftig umgehen mit unseren Frühes, dass unsere Gebete nicht verhindert werden. Dass Gott horchen wird nach unseren Gebeten. So das ist nötig, dass wir sogar reich umgehen mit unseren Frühes, dass unsere Gebete nicht sollen verhindert werden. Manchmal denken wir vielleicht so, wenn wir lesen dann von Menschen in der Bibel, wo Gott hat die Menschen ihre Gebete erhielt und wo der hat durch die Menschen geschafft, denken wir vielleicht so, oh, das sind ganz andere Menschen, als wir von der heute Tag sind. Das ist eine andere Person, das wird ich sagen. Gott hat nicht die Person gehorcht, weil das wir in Gottes Mann und der hat Gott sich gewählt und so wieder, der Gebete werden so kraftig.
je in mein Gebet, dann sind die viel kraftiger. Du weißt, habe ich das gehört. Aber hier von seinem Beispiel in Jakobus 4, Vers 17 sagt er von einem von seinen Propheten, von Elia. Er sagt, Elia wird ein schwacher Mensch, so als wie. So er sagt, das Elia, der wird ein Prophet, Gott sein Prophet, aber der wird auch ein Mensch. Er sagt, der wird gleich so schwach, als wir sind. Aber er sagt, er bet ernstlich daran, dass es nicht regnen soll und dass es regnet nicht 3 Jahre und 6 Monate. So Gott erhielt sein Gebet. Aber er sagt, das wird ein gewöhnlicher Mensch, gleich als wir sind. Und dann Luther sagt, das hat für so lange nicht geregnet, und er bet war und als er war bet, gab der Himmel den Regen, und der Erde brach war ihre Frucht. So ich habe hier, Gott erhielt diesen Mann seine Gebet, von das ein bisschen gewöhnlicher Mensch wird, ein schwacher Charakter wie, und deswegen haben wir uns auch ganz vertraut, dass er an sich Gebet auch hier. Wir können auch in den Arm gehen im Gebet, und ab ihrem Beten für die Dinge, wo wir durchkommen tun. Und ich glaube, der Hauptpunkt ist, wenn wir in Gott sein Willen beten tun. Das ist der Hauptsache. Wir müssen uns lernen, was Gott sein Willen ist, dass wir nicht beten tun nach uns Willen nur. Das ist 1. Johannes 4, Vers 14, das wir lesen, was er sagt, und wir können uns sicher sein, dass er uns hören wird, wenn wir am Wort fragen, dass nur sein Willen ist. Und wenn wir lernen, was Gott sein Willen ist, dann wollen wir beten, nur Gott sein Willen, dass das passieren soll. Das ist für unsere Einstellung dann was sein. Wenn wir das kennenlernen, was Gott sein Willen ist, dann wollen wir fragen, Gott, dass dein Willen muss passieren, nicht mein Willen. Und wir wissen, dass Gott sein Willen ist, nicht immer uns Willen. Wir beten einmal Dinge, was nicht Gott sein Willen ist, dann müssen wir uns verloren, ob was Gott sein Willen ist. Fragen, was ist dein Willen in das, wo ich verbeten darf. Wir wissen auch sogar Paulus, Apostel Paulus, das wird ein Mann Gottes, geschenkt von Gott, und er hat viel Wunder durch ihn, aber er wird auch in einer Zeit in seinem Leben, wo er auch muss leiden, wo er durch schwere gehen wird. Haben wir einen Stachel im Fleisch gegeben worden von einem Engel von Satan, das sagt in 1. Korinther 12, Vers 17, und weil diese Offenbarung so was gegrautet werden, wird mir, dass ich nicht mit mir strahlt worden soll, ein Stachel in das Fleisch gegeben. Ein Engel von Satan hat mich schlonen. So haben wir einen Stachel gegeben worden. Und Menschen, die haben sich da verschiedene Dinge, was sich einig geworden sind, was das meint, was er für eine Krankheit gekriegt hat hier, über das Schrift hier nicht gleich, was das gewasst ist. Aber das wird eine Zeit in seinem Leben, was er nicht maglich wird verarmen. Das wird nicht eine Zeit, was der Gott wird verarmen. Er fällt sich so, dass das wird, wo er will verbeten, dass Gott das wird wahrnehmen verarmen. Und er sagt, ich habe den Herrn 3-mal durch Eva angehauen, dass mir die verloren macht. Aber Gott will sich das nicht tun. Sagt, über seine Antwort wir, meine Gnade ist genug für dich. Willst meine Kraft als ein schwacher Mensch stark. So heißt es, dass wenn die Leute mir in die durcharbeiten, in den Umständen, wo die bist, nicht einmal, wo ich die da nehme, aber ich, wo die Kraft hier natürlich kostet, dann kann meine Kraft in die stark werden. Also ich will meine Kraft als ein schwacher Mensch stark. Und dann sagt er, deswegen rede ich am liebsten von meiner Schwachheit, dass Christus seine Kraft in mir zu sein ist. Dann wird er uns das unternehmen, das zu holen, was er hat, und dann loten, dass Gott stark sich beweisen in den Durcharm. Und dann, wenn wir in der nächsten Vers gehen, dann das jetzt ein bisschen über einen anderen Punkt. Vers 19 sagt er, von wenn ein Bruder ist, von der Wahrheit weichgegangen. Er sagt, meine Brüder, wenn wer von jüngst von der Wahrheit weichbistern wird, in einen anderen Arm Tracht bringen wird. So hier ist zu sein, dass es möglich dass ein Mensch sich kann wählen, weich zu drehen von der Wahrheit. Und er sagt, wenn das passiert, als man Kind, er sagt, hier war ich, meine Brüder, wenn wer von jüngst, also wenn wer von der Brüder weichgegangen ist, sich weichbistern wird, in einen anderen Arm Tracht bringen wird, dass es möglich dass einer kann dann den anderen Menschen, so einen Menschen dort Tracht bringen oder Wahrheit. Und ich glaube, das würde auch jedonen, wo durch Gebet, Gott einem die Kraft geben und die Wert geben, so ein Mensch dort, was sich weichgedreht hat von der Wahrheit, dass der war, konnte der Ansicht kommen. Das sagt der Vers 20, der letzte Vers, was wir hier haben,
sagt er, dann soll der weiten, wer den Sünder von seiner Erweich anhält, haft er mit seiner Seil vom Tod raden. Der wird seine Seil vom Tod raden und wird viel Sünden todaken. So hieß zu sein, dass da wird Vergebung sind für so eine Menschen steht. Die kann am Trei bringen, das steht, und der Jan, der wird gedoen hat, wer den hat Trei gebracht, Trei gelehrt oder Wahrheit, der hat den seine Seil vom Tod geraten. Und dann wurden am die Sünden, was er begonnen hat, auch vergeben worden, da wurden teilgedacht worden. So das passiert, wenn ein Mensch als von der Wahrheit weichgegangen und der jetzt war zu bringen. Ich dachte an den Verlorenen sehen, was der weichgegangen wird von Tüß und wo der Futter an, was der abnimmt, der den Träger annimmt. Dann kriegst du das gerade auch, wenn ein Mensch weichdrehen wird und weichgegangen wird, wenn der Träger kommt, der kriegt war der Vergebung. Er nimmt der Träger an in seine Mäden an. Und das Galater saß Vers 1 sein, dass der Bruder, wenn jemand wem du betrafen, der sich versündigt, dann soll die jässlich sind, den freundlich und leibtulich treu halten. Und ich glaube, das ist das Einzige, was ich ein Mensch das kann tun, wenn er so ein Mensch entgegengehen, der freundlich mit Leib den Frauen treu zu halten. Nicht den in seine Schuld wiesen und sagen, was du auch getan hast, und dass du verdammt bist, du hast schon nach Hall gehen oder so wieder, aber Leib mit freundlich und leibtulich den Frauen treu zu halten. Und das ist die Hauptsache, dass ein Mensch von einem Mensch dort tut. So, wir haben hier sind verschiedene Punkte, was Jakobus hier in der letzten Part uns hier gewesen, was wir zu tun haben, wo wir können verbeten, wenn wir leiden machen oder wenn wir krank sind oder wenn wir wem Vergebung fehlen, der was sich versündigt hat und so wieder. So, ich weiß nicht, wo in jeder einer Stunde in das, wo ihr ihn fängt, was die begehen haben in ihrem Leben oder wo ihr nu von der und Tag noch vielleicht beim sein, aber wenn jeder schwere Tiden gehen, dann lot am Bäden. Und ich habe nur Gott gehen im Gebet, am Halbfrauen. Und dann, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir lernen, dass ich sagen, dass was Gott sien wollen ist. Und dann beten, nur Gott sien wollen nur. So, ich hoffe, dass vielleicht nur, sind vielleicht nur verbessert in dieser Lehre. Für mich wird es mit schwer, das zu studieren und das auszulegen, das was sagt, als Jakobus hat hier lernen, das. Aber wenn ihr nicht klar seid, ich würde fragen, dass ihr das auch im Gebet nehmt, dann will ich nach Himmel überlesen. Und sogar den ganzen Brief nach Himmel überlesen, dass wir mehr Klarheit kriegen. Ich glaube, da ist viel von uns zu lernen, von diesem Brief. Dass wir können lernen, was Gott sehen wollen, erst für die Gemeinde, für die Sinje. So, ich wollte hier beloten, das ist der Schluss von diesem Brief. Für mich ist das wertvoll gewesen, diesen Brief durchgehen zu lassen, wenn auch das ihr mal habt, den Brief gelesen, aber das spielt sich so, wenn der Farge durchgehen, dann kriegt er mehr gedrückt, als bloß da leicht überlesen. So, mir ist wertvoll gewesen, und mein Gebet ist, dass das auch erst ein Serien gewesen ist, diesen Brief. Das ist nicht ein langer Brief, es sind nur 5 Kapitel, aber da ist viel Band. So, mein Wunsch und Gebet ist, dass das erst ein Serien gewesen ist, alle, also dass es für mich auch gewesen ist. Und weil wir die Dinge anwenden in unser Leben, was einmal das ist, was wir zu lernen haben. So, ich will schließen mit das hier, weil wir unser Herz danach nähen im Gebet. Gott, himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir besonders für diesen Brief, den Jakobusbrief, was er hier uns alles hat gesagt, in diesen Brief, in diesen 5 Kapiteln, was wir gelesen haben und durchgegangen sind. Wir wissen, das sind verschiedene Dinge, die uns treffen und von der und da hoch, die Dinge, wo wir selbst auch durchgehen, wo uns das anfehlen wird. Und ich danke dir, Herr, dass du uns so viel Rot geben lässt aus dem Wort, wo wir uns nur rechten, dass wir durchgehen in dem Wort und checken, was das zu sein hat und dort anwenden in unser Leben. Und ich bitte auch, dass diese Lehre von diesem Mal ist auch besonders, wenn wir denken an Gebet, du hast sind viele Dinge, die hier beschrieben sind, von wo wir können in unseren Tiden, wo wir sind, wenn wir durch schwere Tiden gehen und wir leiden und ich habe die gehen im Gebet, dass du uns helfen kannst in der Zeit, wo wir sind. Oder wenn ein Mensch krank ist, wenn wir Krankheit begonnen und beleben, wo du, was ihn verlangen ist, was wir sollen tun, damit, Herr. Und ich bitte, dass du uns wirst sogar lernen und wiesen, was dein Willen ist in diesen Umständen, wo wir leben, wenn wir krank sind, was dein Willen ist zu tun mit das. Wirst du uns wiesen, Herr, was das ist, dass wir können nur dein Willen nur beten sogar. Wir wissen einmal nicht, was das ist, was du im Sinn hast, aber wies uns, was dein Willen ist, dass wir können nur beten.
Und auch wenn der Vergebung fehlen hat, wenn die Menschen Sinnen begonnen haben, wo wir die kann leiden oder Wahrheit. Und einer für den anderen beten, dass wir wollen sein, beten einer für den anderen, dass die kann auch der Sinn vergift werden, dass die kann gereinigt werden von dir her. Und ich danke dir noch einmal, Herr, für diesen ganzen Brief, dass wir haben können durchgehen. Ich bitte, dass du das wirst zu uns segnen und dass wir wirklich wollen, selber unternehmen und lernen davon. Und die nun wir mit Danksagung. Amen.